SRF Audio. Gesucht, der Waschbär. Besondere Merkmale: fluffiges Fell, gestreifter Schwanz, trägt eine Tarnmaske. Zuletzt gesehen in der Region Basel. Sachdienliche Hinweise sind den Behörden zu melden. Der Waschbär wird tatsächlich gesucht, weil sich der Waschbär ausbreitet in der Nordwestschweiz. Darum heftet sich der Jagdaufseher an seine Pfoten. Sie sind auch nachtaktiv, dementsprechend kann man so oben schauen, läuft durch die Siedlung, nimmt so ein genanntes Wärmebildgerät, wo man die feststellen kann und dort die Umgebung absuchen, die Strasse oder in den Garten hineinschauen und vor allem auch auf die Dächer. Der Waschbär ist da, aber bleiben darf er nicht, auch wenn er noch so süß ist. Warum das so ist, das klären wir jetzt bei News Plus. Ich bin Rina Telli, salut zusammen. So tönt er, der Waschbär. Tönt für mich eher wie ein Vogel, ist aber tatsächlich ein Waschbär. Wenn ihr wie ich in Basel daheim seid oder um Basel herum oder im Aargau, dann könnt ihr ihn vielleicht hören. Und wenn der Waschbär tatsächlich mal das da zu mir sagt, dann sage ich definitiv Jö. Herziges Tier ist es auf den ersten Blick absolut. Also ich kann das extrem gut nachvollziehen, dass man so empfindet. Das ist Holger Stockhaus vom Amt für Wald und Wild bei der Basel. Er ist Jagdverwalter und für die Wildtiere zuständig, also auch für den Waschbären. Es ist ein sehr beeindruckendes Tier. Also mit seiner Geschicklichkeit natürlich, mit seinen Fähigkeiten, die es hat, auch mit der Lernfähigkeit. Das ist absolut beeindruckend. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich für das Wildtiermanagement zuständig. Und in dem Punkt ist der Waschbär, neben dem, dass er herzig ist, auch eine Art, die konfliktbelastet ist, aus verschiedensten Gründen. Auch ein herziges Tier kann Probleme machen. Der Waschbär gehört zu den invasiven Arten. Ursprünglich kommt er aus den Wäldern im Norden von Amerika. Nach Europa geholt hat ihn der Mensch. Im 19. Jahrhundert hat der Mensch den Waschbär in Zoos gehalten. Später, so in den 1920er und 30er Jahren, ging es dem Waschbären an den Kragen. Wortwörtlich. Er wurde gezüchtet, um aus seinem Pelz Mode zu machen. In der Schweiz war der Waschbär nur selten anzutreffen, bis jetzt. Im Moment steht der Waschbär in den Schlagzeilen in der Region Basel und darüber hinaus. 100 Sichtungen in 3 Jahren. Waschbäralarm in Basel, habe ich gelesen. Oder in der Region Basel verbreiten sich Waschbären rasant. Wie oft klingelt denn das Telefon bei Ihnen, weil Leute Waschbären gesichtet haben? Ja, also wir haben es gesagt, dass es in den letzten Jahren etwa 100 bestätigte Meldungen hat. Es gibt dazu natürlich noch Meldungen von Waschbärsichtungen, die sich nicht 100%ig bestätigen lassen. Es gibt auch solche, die offensichtlich kein Waschbär waren. Auch das gibt es. Die Meldungen, die wirklich nachweislich Waschbären sind, weil wir es selber feststellen konnten, der Waschbär gefangen wurde oder auch Aufnahmen gemacht worden sind. Und das sind eben gut 100 Tiere in den letzten 3 Jahren. Wie ist denn der Waschbär überhaupt in die Region Basel gekommen? Welchen Weg hat er genommen? Kann man das irgendwie rekonstruieren? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Natürlich kann er aus den Nachbarländern eingewandert sein. In Deutschland ist der Waschbär mittlerweile sehr stark verbreitet. Ja, auch wirklich im angrenzenden süddeutschen Raum, aber auch erst in den letzten Jahren zunehmend. Das wäre eine Möglichkeit. Zum anderen kann er natürlich auch aus zum Beispiel privaten Haltungen Gefangenschaftsflüchtling sein. Das, was dafür spricht, ist, dass es bis vor wenigen Jahren wirklich nur alle paar Jahre mal eine einzelne Meldung hatte und jetzt, nachdem erstmalig Nachwuchs da ist, wirklich auch gehäuft. Der Waschbär, der muss in der Schweiz keine Angst haben vor anderen Tieren. Natürliche Feinde hat er hier so gut wie keine. Freunde hat der Waschbär aber vermutlich auch nicht. Er ist ein Allesfresser und frisst darum auch alle möglichen Tiere.
Also das ist natürlich abzuwarten, wie sich die Population entwickelt, ob es dann tatsächlich eine Bedrohung gibt. Im Moment sind Freigängerkatzen wahrscheinlich noch größere Herausforderungen für das gleiche Beutespektrum. Also das sind Vögel, Jungvögel, auch räumt Nester aus mit Jungvögeln oder Eiern. Kleinsäuger werden von ihm verspeist, Amphibien, Reptilien. Und das sind mitunter auch dann Arten oder Artengruppen, die durchaus sowieso schon unter Druck stehen, wo jetzt ein zusätzlicher Faktor dann dazu kommt, der diese Bestände reduzieren kann oder bedrohen kann sogar. Menschen gegenüber sei der Waschbär grundsätzlich nicht aggressiv. Aber der Waschbär kann auch den Menschen zu nahe kommen. Gerade wenn er sich in städtischen Gebieten herumtreibt, wie in Basel und Umgebung. Holger Stockhaus hat es schon angetönt. Der Waschbär, der ist geschickt. Er kann schwimmen, klettern und hat sehr geschickte Hände. Er kann sogar Fenster und Türen aufmachen. Ja, wir haben einen Fall jetzt bereits gehabt, wo er durch eine Katzenklappe in der Tür in eine Wohnung eingedrungen ist. Das können angelehnte Fenster sein oder Türen oder nicht abgeschlossene, wo er dann diese öffnen kann, oder er kommt durch Dachluken herein. Also er hat verschiedene Möglichkeiten. Und wenn er mal drin ist, was macht er dann? Er isst und er trinkt und erledigt sein Geschäft? Ja, also verschiedene Möglichkeiten. Also er kann sich im Estrich natürlich einrichten, dann wird er möglicherweise auch Dämmung aus dem Dach dafür nehmen und zerstören. Er wird seine Latrine dort einrichten. Also er baut sich ein Klo? Ja, genau. Klo und Nest und Wohnraum, und muss sehr geruchsintensiv sein, und dazu kommt, dass er Nahrungsmittel findet. Also Schränke zu öffnen ist ja kein Problem für ihn. Dann kann es halt schnell sehr unangenehm werden. Der Waschbär macht es sich nicht nur in der Region Basel gemütlich. Dem Tier sind Landes- und Kantonsgrenzen piepegal. Darum ist Holger Stockhaus auch mit anderen Kantonen im Gespräch, vor allem mit den Nachbarkantonen. Der Aargau sei etwa auch stark vom Waschbären betroffen. Gesichtet wurden Waschbären meistens im Grenzgebiet zu Deutschland, auch im Kanton Zürich, in Grenznähe zum deutschen Waldshut. Vor 6 Jahren wurde sogar ein Waschbär in der Stadt Zürich im Seefeld gesichtet. Ein Video ging damals viral, in dem ein Waschbär vor einer Beiz herumwuselt und dann wegspringt. Weil der Waschbär invasiv ist und Probleme machen kann, muss er weg. Zumindest ein Teil der Waschbären, die gerade umherstreifen. Der Bestand, der müsse auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Das geht konkret dadurch, dass man den Waschbär einfängt, und ja, dann wird man auch die Waschbären dann entsprechend töten müssen. Das ist so vorgesehen, auch nach dem Bundesrecht, dass man invasive, gebietsfremde Arten versucht, aus der Natur wieder zu entfernen oder zumindest auf einem niedrigen Niveau zu halten, sodass es keinen nachteiligen Einfluss auf die heimische Natur hat. Weil wir Menschen, oder sagen wir, weil viele Menschen den Waschbären herzig finden, wird oft nicht verstanden, warum die Tiere getötet werden. Das ist mir bei der Recherche aufgefallen. Immer wieder taucht die Frage auf, warum die Tiere nicht kastriert werden oder irgendwo anders wieder ausgesetzt. Holger Stockhaus kann das nachvollziehen. Er sagt aber auch, dass es aus der ökologischen Gesamtperspektive vermutlich keine andere Option gäbe. Er habe das Ökosystem und den Erhalt der natürlichen Umwelt im Blick. Da seien invasive Arten problematisch. Was ihm auffällt, bei weniger herzigen Tierarten sei dies gesellschaftlich unbestritten. Heißt also, herzig hin oder her, zum Schutz der anderen Tiere dürfe es nicht zu viele Waschbären geben. Ja, wenn man den Bestand reduzieren will, dann geht das entweder übers Schießen oder übers Einfangen und dann Einschläfern. Wir haben es schon festgestellt, dass es eine Wildart ist, die sich sehr schnell verbreiten kann und vermehrt auch. Von dem her ist es keine Option, diese Tiere nach irgendwo sonst zu halten. Abgesehen davon, dass man Wildtiere ohnehin nicht in Gefangenschaft halten sollte, die nicht bereits in Gefangenschaft aufgewachsen sind. Ich habe mir mal die Zahlen der aktuellen Jagdstatistik angeschaut. Letztes Jahr sind in der Schweiz 44 Waschbären geschossen worden.
35 in Basel-Land, 4 im Aargau, einer in Luzern, einer in Schaffhausen, 2 im Thurgau und einer in Zürich. Die Statistik ist auch ein Indiz dafür, dass es mehr Waschbären gibt in der Schweiz. 2020 sind nämlich gerade einmal 2 Waschbären geschossen worden. Der Waschbär ist übrigens nicht das einzige invasive Tier, das in der Schweiz herumstreunt. Da gibt es zum Beispiel auch die Nilgans. Ein schönes Tier, habe ich in Basel auf dem Rhein auch schon gesehen. Es gibt natürlich ganz viele nicht heimische Arten, die in ein Land kommen, in eine Region kommen, in ein Gebiet, in einen Lebensraum. Viele von denen können sich gar nicht etablieren, weil sie sind eingeschleppt worden und haben aber nicht die Möglichkeit, überhaupt mit den Lebensbedingungen zurechtzukommen. Das heißt, die verschwinden wieder. Dann hat es solche, die sich mehr oder weniger unauffällig integrieren und keinen negativen Einfluss haben. Und dann gibt es halt diese invasiven Arten, die sich massiv dann auch ausbreiten können und für Konflikte sorgen. Und da gibt es immer mal wieder eine, die neu auftaucht, wie jetzt aktuell der Waschbär. Die Nilgans haben wir schon ein paar Jahre länger. In den Gewässern kennen wir beispielsweise die Grundel, die Schwarzmeergrundel und den Signalkrebs, die sich invasiv verhalten und die heimischen Krebs- und Fischbestände bedrohen. Invasive Tierarten wie der Waschbär kommen den Menschen und den heimischen Tieren zu nahe. Das würde der Waschbär selbst vermutlich anders sehen, aber der hat in dieser Geschichte nichts zu melden, auch nicht als Protagonist. Wenn der Lebensraum stimmt und es zu fressen gibt, zieht es Wildtiere an, sagt Holger Stockhaus. Und wo der Mensch ist, finden sie oft Fressen, in unseren Abfällen. Oder sie bedienen sich beim Hunde- und Katzenfutter in Gärten und auf Balkons. Wir haben schon das Gefühl, dass es in gewissen Bereichen eine Zunahme gibt von Wildtieren innerhalb der Siedlungsräume. Gibt es denn eine Art von Zusammenleben zwischen Wildtieren und Menschen in städtischen Gebieten? Also kann man sich auch so etwas vorstellen? Ja, absolut. Also ich glaube, mit den meisten Wildarten ist es relativ unproblematisch und vor allem ist es in den meisten Fällen unproblematisch. Häufig bleiben die Tiere sogar unentdeckt und auffällig sind dann immer nur die Situationen, wo es zu Schäden kommt, zu Störungen kommt. Sei es zum Beispiel die Krähen, die dann vielleicht ihre Nist- oder Schlafplätze an einem Ort haben, wo es dann durch Verkotung oder auch Lärm zur Störung kommt. Und an anderen Stellen ist es völlig unproblematisch. Und so ist es sicher auch bei den Füchsen. Wie gesagt, bei den invasiven Arten, und das ist ja nicht nur der Waschbär, es hat ja auch andere Arten, wie die Nilgans beispielsweise. Ja, da gibt es einfach grundsätzlich eine andere Strategie, weil dort auch das Konfliktpotenzial einfach noch deutlich höher ist. Ich halte mal die Augen offen, vielleicht entdecke ich am Wochenende einen Waschbären, wer weiß. Falls ich einen sehe, darf ich dem Tier nicht zu nahe kommen. Es ist ein Wildtier, härtig hin oder her. Sie müssen nicht, aber können agro werden und potenziell gefährliche Krankheiten übertragen und dürfen auch nicht gefüttert werden. Darum sollte draußen ums Haus auch kein Katzen- oder Hundefutter herumstehen. Ich mache aber von Weitem ein Foto für mich und für Holger Stockhaus. Leute wie er sind froh um Fotos, das hilft ihnen bei der Arbeit. Auch ihr dürft uns was schicken, wenn ihr wollt. Ein Feedback auf diese Folge zum Beispiel. Vielleicht ist euch auch ein Thema in den News aufgefallen, bei dem ihr gedacht habt, das wäre doch was für News Plus. Wir freuen uns über eine Mail am newsplus@srf.ch. Ihr könnt uns wie immer auch eine Sprachnachricht machen. Die Nummer gibt es im Beschrieb zu dieser Folge. Wir hören uns am Montag wieder, wenn ihr wollt. Heute waren Marisa Eckli, Can Kühlachcigil und Rina Telli am Werk. Salut zusammen und bis dann. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.